Jetzt muss ich die Kamera wieder halten. Ich kann nicht. Du ja bei mir keine Sympathie mehr. Versuch auch das Ich schaff's. Super, fein. Doch, kannst dich jetzt ganz toll fühlen. Ein Applaus für dich. Der Kameramann. Ja, ich glaube, dann fange ich mal einfach an, weil sonst sitze ich ewig sinnlos auf der Bühne. Mein nächster Text heißt Hass. Hass. Kaum ein Wort enthält so viel Macht und Energie. Hass und Liebe, Liebe und Hass. Der wohl bekannteste Gegensatz neben Gut und Böse. In Gut und Böse. Jeder weiß, Liebe ist gut und Hass ist böse. Aber ist das so? Hass ist die mächtigste Waffe, die ich kenne. Sie macht Menschen zu unerbittlichen Feinden und verleiht ihnen die Stärke zu Taten, die sie so nie vollbringen könnten. Hassende Menschen haben ein Ziel. Gehasste Menschen sind ein Ziel. Was aber ist Hass? Woher kommt er? Angst kenne ich, Wut kenne ich, Zorn kenne ich, Verachtung kenne ich, Trauer kenne ich. Wie aber kann man hassen? Bedeutet Hass nicht, dass man nichts am Gehassten mag? Wie aber kann ich ein Wesen von derselben Art dann hassen? Ich müsste ja sein Leben hassen und das, wo ich das Leben als so kostbar und schützenswert finde. Wie also soll ich hassen, was ich schützen will? Oder gibt es gar keinen Hass? Brauchen wir nur zu allem einen Gegensatz? Ist Hass nur eine theoretische Größe in der Gleichung, weil es sonst nicht aufgeht? Warum glauben Menschen dann so sehr an dieses Wort? Weil es mächtig ist? Oder weil sie sich nicht trauen, es näher anzusehen?